Hallo, Procreate und Skizzen oder handgemalte Zeichnungen einscannen, zeige ich mal ein paar Versionen. Okay, ähm, wir brauchen natürlich erst einmal die Kamera und ich habe jetzt am anderen iPad einfach mal diese Skizze hier genommen und fotografiere die einfach mal ab. Schau, ob das in der Ding-App gelandet ist. So, da hätten wir jetzt dieses Bild. Und das kann man jetzt erst einmal schon ein wenig zurechtschneiden, indem dass man, ich gehe mal nochmal raus, auf Bearbeiten klickt. Dann auf der linken Seite ist dieses viereckige Kästchen, da kann man es hier ein wenig schon zurechtschneiden. So. Und bestätigt es dann. Hier könnte man auch in den Farbeinstellungen schon Unterschiede machen. Schwarz-Weiß kann man es machen oder ja, was halt für Filter gibt. Das kommt eher ans Original ran. Aber gut. Gesetztenfalls, wir wollen es schwarz-weiß, kann man da auf schwarz-weiß gehen und das hier bestätigen. Oben rechts ist der Haken. Okay, dann kann man aus der Fotos-App rausgehen und in Procreate reingehen. Ich gehe mal in die Galerie und mache ein neues DIN A4-Blatt auf und kann jetzt dieses Foto hier einfügen. Diese Fotos kann man natürlich auch mit anderen Scanner-Apps machen, also Scanner Pro oder über diese Notizen-App. Jetzt bleibst du da. So, ich zeige das einmal über diese Notizen-App. Hier kann man da auf ein Foto drücken, oben rechts, Dokumente scannen. Jetzt ist natürlich das andere iPad ausgegangen. Und der hat jetzt dieses Foto hier eingescannt. Jetzt kann ich hier die Ränder erkennen lassen. Und mit fertig bestätigen. Ich kann das hier jetzt fertig bestätigen und sichern. Wenn jetzt hier drauf drücke, wieder auf das Bild, dann kann ich das hier oben teilen. Und zwar, jetzt ist es ein PDF-Dokument, wie man lesen kann. Und PDFs, entweder man liest sie selber an, wie man PDFs in JPEG umwandelt. Ich habe da unten 2 Programme, die machen PDFs zu PNG oder zu JPEG. Das andere ist, wenn es jetzt hier ist, das ist jetzt dieses Bild. Ich kann auch einen Screenshot jetzt nochmal davon machen, indem dass ich hier einen Screenshot mache und das als JPEG. Man verliert halt immer wieder Qualität, aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Und dann kann man es in Fotos sichern. Gut. Ich gehe mal da. Ich kann jetzt hier das andere Foto auch nochmal einfügen. Das ist jetzt das aus dieser Notizen-App. Und das andere schalte ich jetzt einmal aus. So, und um den Hintergrund, jetzt hat er ja einen weißen Hintergrund. Jetzt kann das sein, dass das langt eigentlich schon, dass man sagt, okay, eventuell kann ich damit schon was anfangen oder auch nicht. Und wenn ich diesen weißen Hintergrund weg haben will, dann kann ich Folgendes eventuell probieren. Einmal ist es wichtig, man kann hier in diesen Zauberstab-Einstellungen die Kurven ändern und dieses Bild in sehr kontrastreiches Schwarz-Weiß-Bild bringen. Also
damit weiß wirklich weiß ist und schwarz wirklich schwarz ist. Wenn dann das so taugt, dann kann man probieren, was damit möglich ist. Ich kann jetzt mit 3 Fingern runterwischen, das Bild kopieren und versuchen, auf der Ebene, wo das Bild ist, diese zu maskieren, mit 3 Fingern zu wischen und das einzufügen. Und diese Maske, wenn ich hier nochmal drauf drücke, kann ich umkehren. Und jetzt, wenn ich die Hintergrundfarbe ausschalte, habe ich relativ, naja, die Linien erwischt. Das Problem ist, da ist noch relativ viel Grau dabei. Also das wird hier noch nicht lange. Da müssten wir nochmal über die Farbtonsättigung, ich gehe nochmal daher, Farbtonsättigung über die Ebene, kann man diese Helligkeit hier, dass dieses Weiß wirklich weiß wird, einstellen. Dann kann man das bestätigen, den gleichen Ablauf nochmal machen, kopieren, maskieren, 3 Finger wischen, einfügen und diese Maske umkehren. Und man sieht jetzt schon hier, hier ist eindeutig weniger von diesem grauen Schleier. Wenn ich jetzt das wieder einschalte, die Hintergrundfarbe, dann schaut es aus wie das eingescannte Bild, natürlich noch ein wenig heller. So, und ich kann jetzt diese zwei, die Ebenenmaske und die Bildmaske, kann ich zusammenklipsen. Und ich kann diese Sachen hier jetzt duplizieren und mit jeder Duplizierung wird es wieder dunkler. Ich kann auch hier diese Blend Modes probieren und schauen, ob was da schön wird. Und dann kann ich das immer wieder zusammenfügen und eventuell nochmal duplizieren und diese Linien dunkler machen. Kann ich wieder zusammenklipsen. Und dann habe ich eigentlich eine relativ klare Outline. Die kann ich, wenn ich diese Ebene markiere, ein Alpha-Log drauf mache, kann ich diese Ebene füllen und habe ein reines Schwarz-Weiß-Bild. Das kann ich wiederholen. Also diesen Schritt kann man hier auswählen, Ebene füllen. Da werden die Linien immer schwärzer. Und somit hat man innerhalb von ein paar Schritten eine Skizze gescannt und die Outlines auf der eigenen Ebene. Okay, ich hoffe, das ist hilfreich. Alles klar, viel Spaß dabei, tschüss.